für die lieben Worte auch vorher, Begrüßung und für die Einladung, die ich bekommen habe. Von euch zwei. Und ja, auch das Willkommen, das ich hier spüre und für das Interesse und die Anteilnahme, das Mitdenken, das Mitmachen der letzten 2 Tage. Genau, das hat mich auch sehr gefreut und freut mich auch jetzt hier zu sein mit euch und euch etwas weiterzugeben. Passend zu der Passionszeit, wo wir ja gerade drinnen stehen, wenn wir, also jetzt, ich meine jetzt gerade vor Karfreitag und Ostern in 2 Wochen, oder sind es 2 Wochen, ja, Palmsonntag ist nächste Woche, fangen wir mit ein paar Vers an aus der Leidensgeschichte von Jesus. Und wir blicken heute zuerst mal auf eine Person, die man eigentlich meistens nur am Rand so erwähnt. Die Person heißt Jehuda Ischkariot. Hast du schon mal gehört? Wir nennen ihn Judas Iskariot. Genau. Und wir haben gerade ein paar Vers, die ich eingeblendet habe, die ich gerne einblenden würde. Genau. Gerade ein deftiger Anfang eigentlich, aber es führt uns gerade in eine ganz spannende Geschichte hinein vom Judas und von was er mit uns heute zu tun hat. Da fuhr der Satan in Judas, der den Beinamen Iskariot führte und zur Zahl der 12 gehörte. Er ging hin und verabredete mit den Hohepriestern und den Hauptleuten der Tempelwache, wie er ihnen Jesus in die Hände liefern könnte. Und sagte: Was wollt ihr mir geben, dass ich ihn euch in die Hände liefere? Da zahlten sie ihm 30 Silberstücke aus. Und von da an suchte er nach einer guten Gelegenheit, um ihn zu überliefern. Ja, wir wissen, wie die Story ausgeht. Der Judas, er führt am Voroben vom Passafest bewaffnete Leute aus der Tempelwache zum Garten Gethsemane auf einen Ölberg östlich von Jerusalem. So, muss ich das eben so vorstellen, hier ist der Tempelareal, man sieht es noch ein bisschen, und hier im Osten ist dann der Ölberg. Der Garten Gethsemane wird etwa hier gelegen haben. So hat es damals ausgesehen. Heute sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Heute ist sehr viel überbaut. Heute ist das alles Stadt Jerusalem. Aber früher ist das noch viel mehr offen gewesen. Und der Tempel ist sozusagen auch Stadtgrenze gewesen. Dort über führt jetzt also der Judas die Leute in den Garten Gethsemane. Wir kennen die Szene eigentlich sehr gut, wo sie Jesus können im Dunkel von der Nacht relativ unbemerkt gefangen nehmen. Und damit ist der Job von Judas eigentlich schon erledigt gewesen. Wir lesen nur noch im Matthäus-Evangelium, dass er es schließlich bereut hat. Er hat das Geld zurückgebracht zu den Hohenpriestern und in seiner Verzweiflung hat er sich erhängt. Der Juda, der Mann von Iskariot, also Judas Iskariot, Judas und Juda ist der gleiche Name wie Lukas und Luca, einfach mit einem S am Schluss, aus verschiedensten Gründen, wegen der Sprache, wo der Name drin gesehen ist. Genauso bei Juda und im Judas, das ist der gleiche. Der Juda, der Mann von Iskariot, der ist aber mehr als einfach nur eine tragische Figur. Er ist auch mehr als einfach nur ein Mann, der es historisch einfach gebraucht hat, damit Jesus so hat können sterben, wie Gott das für ihn geplant hat. Der Judas Iskariot und sein Verrat sind eine sehr unangenehme Erinnerung daran, dass das Böse nicht nur von außen her kommen kann, sondern auch von innen. Der Judas ist einer von den 12 gewesen, also einer von den speziell auserwählten Jüngern von Jesus. Er hat ja viel mehr gehabt. Er ist mit Jesus mitgereist. Er ist im vertrautesten Kreis gewesen, also
man kann sagen, vielleicht noch 3 andere Juden, der Johannes, Petrus und Jakobus noch mehr, aber er ist im vertrauteren Kreis von Jesus gestanden. Er hat sozusagen zur Familie gehört, ja eigentlich noch mehr als seine liebliche Familie. Er hat ja gesagt, die den Willen Gottes tun, sind mein Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern. Der Vater ist ja der Vater im Himmel. Genau. Ihm, im Judas, ist einiges anvertraut worden, unter anderem die Kasse, aber auch die Verkündigung vom Evangelium vom Königreich. Er ist aktiv im Heilungsdienst, er ist aktiv im Befreiungsdienst unter Jesus, wenn wir uns mal vorstellen. Und doch lesen wir hier, dass der Satan, also die personifizierte Macht vom Bösen, ihn ergriffen hat. Er ist ein Instrument vom Bösen geworden. Das schockiert uns irgendwo durch, wenn wir darüber nachdenken. Und doch ist es schon mal passiert mit einem der Jünger von Jesus. Wisst ihr? Wo? Petrus. Beim Petrus. Meine Güte. Der Petrus. Er hat Jesus davon abhalten, nach Jerusalem zu gehen, um zu leiden. Der Petrus hat keine böse, teuflische Absicht gehabt. Er hat eine menschliche, gute Absicht gehabt. Aber auch da drin kann etwas Satanisches, das Böse stecken. Sorry. Wir kennen zwar die Absicht von Judas nicht mit Sicherheit, wieso er Jesus verraten hat. Was aber klar ist, ist, dass das Böse im innersten Kreis von Jesus aktiv war. Also eben die unangenehme Erinnerung und Mahnung an uns, dass auch wir nicht davon gefeit sind. Eine ernste Warnung davor zu meinen, das Böse kommt nur von außen und kann auch nicht von innen kommen. Das Böse greift nur uns von außen an, kann nicht in unserer eigenen Seele Wurzeln schlagen. Wenn wir Gott im Vater unser bitten, erlöse uns vom Bösen, dann meinen wir eigentlich das Böse von außen und von innen. Von dem Bösen soll Gott uns doch befreien, erlösen, bewahren und sicher halten. Ich gebe es zu, es ist aber nicht die Geschichte vom Judas, die wir gerne hören. Auch ich nicht. Weil sie endet ja tragisch und hoffnungslos. Wir vergleichen uns ja lieber mit dem Petrus, den wir vorher auch gehört haben. Petrus, wo Jesus zwar verleugnet hat, und das ist auch böse. Das ist auch böse. Aber er ist umgekehrt und hat Vergebung und Heilung von Jesus bekommen. Und in meiner Vorbereitung für die Bibelintensivzeit hier in Adelboden und Frutigen habe ich gar nicht anders können, als eine sehr überraschende Parallele zu sehen zwischen dem Judas Iskariot und einem anderen Judas in der Geschichte von Josef. Es ist wo der Josef von seinem Vater zu seinen Brüdern aufs Feld geschickt worden ist. Ganz am Anfang, wo der Josef noch mit seiner Familie zusammengelebt hat, wo er den tollen Mantel bekommen hat als Statussymbol, als Lieblingssohn vom Vater. Er wird geschickt zu seinen Brüdern und da lesen wir Folgendes. Und ich habe das in der Bibelübungen auch so gehalten, dass ab und zu mal jemand anders den Bibeltext gelesen hat. Darum bitte ich doch irgendjemand, den Bibeltext uns vorzulesen. Sobald nun Josef bei seinen Brüdern angekommen war, zogen sie ihm seinen Rock aus, das lange Ärmelkleid, das er anhatte, ergriffen ihn hierauf und warfen ihn in die Grube. Die Grube war aber leer, es befand sich kein Wasser darin. Als sie sich dann niedergesetzt hatten, um zu essen und in die Ferne schauten, sahen sie eine Karawane von Ismaeliten, die aus Gilead herkamen und deren Kamele mit Tragakan, Mastix und Ladanum, wertvolle Harze, beladen waren. Sie wollten damit nach Ägypten hinabziehen. Danke. Das kann vielleicht jemand anders vorfahren. Was du möchtest. Ja. Da sagte Judah zu seinen Brüdern: Welchen Vorteil hätten wir davon, wenn wir unseren Bruder schlügen und seine Ermordung verheimlichten? Kommt, wir wollen ihn an die Ismaeliter
Dankeschön. Also da ist ja also schon mal ein Juda gesehen, ein Judas, also wieder ein Jehuda, eigentlich auf Hebräisch, Jehuda ben Jakob, also der Juda, der Sohn vom Jakob, der Stammvater vom Stamm Juda, ja, da kennen wir den nachher. Wir nennen den Stamm den Judäer und heute einfach nur Jude, weil das ist der Stamm, wo dann sozusagen am zahlreichsten aus dem Exil zurückgekommen ist. Und es ist also schon mal ein Judas da gewesen, der jemanden verkauft hat. Nicht irgendjemand verkauft, sondern der Lieblingssohn vom Vater, der eigene Bruder. Der Josef, der hier die Träume hatte, die Träume, die angezeigt haben, dass er von Gott auserwählt war, zu herrschen, zu regieren. Rückblickend also ganz klar eine messianische, eine königliche Berufung. Der Juda verkauft mit seinen Brüdern, also der Josef, den Messias in Spee, kann man sagen. Genauso wie der Judas Iskariot Jesus verkauft, verraten hat, der ultimative Messias Jesus. Wir kennen die Geschichte. Der Josef wird abgebracht nach Ägypten und nach vielen Aufs und Abs, auch in Ägypten, wird er vom Pharao über Ägypten erhoben. Über ganz Ägypten. In der Hungersnot kommen dann Josef seine Brüder runter, von Kanaan nach Ägypten, um Getreide zu kaufen, und wo sie dann auch den Josef treffen. Der Josef macht aber nicht so schnell, lässt sich nicht so schnell erkennen, sondern er testet seine Brüder, ob sie noch so sind, wie damals, wo sie ihn verkauft haben, oder ob sie sich geändert haben. Und sie bestehen den Test. X Tests macht er und sie bestehen alle. Insbesondere der Juda. Der sticht ganz besonders hier raus. Der Juda, der Josef für 20 Silberstück verkauft hat. Der Josef, der versteckt nämlich seinen besonderen Becher, den er hatte, in das Gepäck von Benjamin. Und wo dann sein Becher gefunden wird, verlangt er, dass der Benjamin, der ja den Becher gestohlen hat, anscheinend, also scheinbar eben, der verlangt, dass er soll als Sklave bei ihm bleiben. Also der ultimative Test, dass er jetzt der absolute Lieblingssohn vom Vater, wie damals ja er auch selber war, jetzt sein lieblicher Bruder, sein lieblicher Ganzbruder sozusagen, wieder so auch stehlen will von seinen Brüdern, und sie testet, was machen sie jetzt? Tun sie ihn auch einfach silo wie mich damals. Und er sagt, die anderen Brüder dürfen jetzt wieder heim zum Vater. Sie haben noch nichts gestohlen, also der Becher ist beim Benjamin gefunden worden, ihr seid frei zum Gehen. Und da passiert eben Folgendes, das werden wir auch noch lesen. Als nun Juda und seine Brüder in das Haus Josefs gekommen waren, dieser war aber dort noch anwesend, warfen sie sich vor ihm auf die Erde nieder. Da sagte Josef zu ihnen: Was für eine Tat habt ihr da begangen? Da antwortete Juda: Was sollen wir zu meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte ans Licht gebracht. Wir alle gehören jetzt meinem Herrn als Sklaven. Wir ebenso gut wie der, in dessen Besitz der Becher gefunden worden ist. Josef aber antwortete: Fern sei es von mir, so zu verfahren. Nur der, in dessen Besitz der Becher sich gefunden hat, soll mein Sklave werden. Ihr anderen aber mögt ungehindert zu eurem Vater zurückkehren. Da trat Juda an ihn heran und sagte: Bitte, mein Herr, lass doch dein Knecht ein Wort an dich richten. Mein Herr, ohne dass dein Zorn gegen deinen Knecht entbrennt, obgleich du so hoch stehst wie der Pharao. Genau, und jetzt erzählt der Juda offen und ehrlich die ganze Geschichte. Also etwas, was sie vorher nie gemacht haben. Immer nur verlogen, täuschend sind sie unterwegs gewesen, aber er erzählt jetzt plötzlich alles tatsächlich, wie es war. Er probiert keine Tricks mehr. Und er endet mit folgendem Satz: So lass doch jetzt deinen Knecht, also er redet von sich selber, der Juda, mich selber, anstatt des Knaben, der Benjamin ist gemeint, als Sklaven meines Herrn
der Josef, hier bleiben, den Knaben aber lass mit seinen Brüdern heimziehen. Der Juda bietet sich selber im Austausch für seinen Bruder Benjamin. Also das pure Gegenteil von dem, was er damals mit dem Josef selber gemacht hat und vorgeschlagen hat. Und es ist an diesem Punkt, das Interessanterweise in der ganzen Geschichte, wo der Josef nicht mehr länger kann, sich zusammennehmen kann. Er muss sich erkennen geben, er bricht in Tränen aus. Es ist erstaunlich. Der Juda verbindet hier beide Rollen in der gleichen Story. Klar, das sind x Jahre, aber es ist die gleiche Geschichte. Zuerst verkauft er seinen Bruder und dann opfert er sich selber zur Rettung von seinem Bruder. Er ist Verräter und schließlich doch der Retter durch Selbsthingabe. Was hat die erstaunliche Wandlung vom Juda mit uns zu tun, mit unserem Leben? Ich glaube, die Geschichte vom Juda ist auch unsere Geschichte. Es ist zwar richtig, wir wollen uns lieber mit dem Petrus vergleichen, und nicht mit dem Judas Iskariot, wenn wir wieder zurückgehen zu Jesus dort. Weil die Geschichte vom Judas endet tragisch, hoffnungslos. Der Petrus hat eine Zukunft. Aber der Vergleich mit uns und mit dem Juda, dem Sohn von Jakob, aber auch dem Judas Iskariot, ist kerniger. Er ist irgendwie kantiger, er ist kraftvoller und erschreckender. Er erinnert uns nämlich daran, dass auch wir ein Teil der Welt sind, wo der Sohn Gottes abgelehnt und den Tod ausgeliefert hat. Auch wir leisten unseren Beitrag zum Bösen, wo Jesus ans Kreuz genagelt hat. Und dabei müssen wir es gar nicht böse meinen. Aber die Früchte von unserem Egoismus, die reden einen deutlichen Spruch. Die sind klar. Und von unserem Egoismus, von unserer Gier. Und das kann schon im Kleinen sein, wenn wir einfach Menschen verletzen. Es kann aber auch größere Konsequenzen haben. Dort, wo wir Opfer werden, sind wir sehr häufig selber Täter. Oder werden wir so Täter, unbewusst. Und damit will ich gar nicht mega auf ein schlechtes Gewissen drücken oder so moralisch klingen, aber wir werden halt geprägt. Wir wachsen auf in System, wir sind in Strukturen verfangen, sodass wir sündigen. Es zeigt sich auch in unserer Gesellschaft. Vor allem darin, dass wir uns autonom, also unabhängig von Gott, verwirklichen wollen. Und wir uns Sachen vergöttern, als Götter verehren, hegen und pflegen, die Gott geschaffen hat und nicht Gott selber. So Sachen, die gut sind zum Teil, wie Sex, Macht oder Geld. Und insofern ist der Juda, der Sohn von Jakob, wo der Josef da verkauft hat, und auch der Judas Iskariot, ein prophetisches Bild für uns. Wir versagen und spielen uns manchmal auch etwas vor. Aber wir sind zu besserem berufen. Der Iskariot, der kratzt die Kurve leider nicht mehr. Der Juda und der Petrus aber schon. Der Juda ist von seinem alten Weg umgekehrt. Er ergreift die Chance und opfert sich für seinen kleinen Bruder, anstatt dass er ihn wieder preisgibt. Und so sehr, sehr bewegend. Er ist bereit, für ihn ins Exil zu gehen. Er gibt seine Freiheit auf für ihn. Der Juda, der Sohn von Jakob, tut also schließlich genau das, was Jesus nachher für uns da hat. Er hat sich für uns hingegeben, für uns geopfert. Er ist an unserer Stelle und als unser Vertreter, als unser Repräsentant ans Kreuz gegangen. Und wenn wir zu Jesus gehören, von ihm in seine enge Gemeinschaft wieder berufen worden sind wir auch gerufen, seinem Beispiel zu folgen. Und dort wird es eben auch erschreckend, nochmal erschreckend. Nicht nur, dass ich mich jetzt mit dem Judas plötzlich vergleiche oder uns mit dem Judas Iskariot vergleiche, sondern dass wir, weil wir ja zu Jesus jetzt gehören, auch berufen sind, seinem guten Beispiel zu folgen von dieser Selbsthingabe. Und so wird eben die Geschichte vom Juda, dem Sohn von Jakob, auch unsere Geschichte. Wir haben versagt, wir sind ein Teil von dieser Welt gewesen, wo Jesus, der messianische König, abgelehnt und dem Tod ausgeliefert hat. Wir sind jetzt aber befreit von Schuld, wenn wir zu Jesus gehören. Und wir sind berufen, mit Selbsthingabe Gott und der Welt zu dienen.
Es ist die Selbsthingabe, die Selbstverleugnung, die mich am Judah jetzt in der Geschichte am meisten fasziniert hat. Die mich an Jesus am meisten fasziniert, muss ich auch sagen. Aber eben auch am meisten verschreckt. Am meisten schockt. Weil ich bin ja von Jesus genau dazu berufen. Jesus ist ziemlich eindeutig in diesem Punkt. Vielleicht kann das auch jemand lesen. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Ich habe lange Zeit große Mühe gehabt mit dem Vers und ich muss gestehen, ich habe immer noch meine Schwierigkeiten damit. Ich habe mich häufig gefragt, wieso muss ich noch ein Kreuz tragen? Jesus ist doch ans Kreuz gegangen für mich. Wieso muss ich immer noch ein Kreuz tragen? Oder? Die Stellvertretung. Und das stimmt auch, das ist auch schon richtig. Jesus ist für uns, oder anstelle von uns, auf diesen Weg gegangen. Und irgendwann, mit den Jahren, mit Hilfe von ganz lieben Geschwistern im Glauben, bin ich auf etwas aufmerksam gemacht worden. Nämlich, dass das Kreuz nicht einfach nur ein Mechanismus ist, um uns zu retten. Das auch. Ich sage ja nicht nur. Das Kreuz ist mehr. Das Kreuz ist ein Lebensmuster für uns. Ein Vorbild. Für alle, die zu Jesus gehören. Was heisst jetzt das Kreuz auf sich nehmen? Das Kreuz auf sich nehmen heisst eben gerade nicht irgendeine Opfermentalität zu haben. Oh, ich bin der Ärmste, der Schwächste, ich muss so viel tragen. Das ist gerade nicht. Weil Jesus hat die Mentalität überhaupt nicht gehabt. Jesus ist nicht mit einem Selbstmitleid ans Kreuz gegangen. Im Gegenteil. Er hat keine Opfermentalität gehabt. Er ist ein Opfer geworden, aber er hat keine Mentalität von einem Opfer gehabt. Das ist der grosse Unterschied. Das Kreuz auf sich nehmen heisst ja echt zuerst, sich selber zugunsten von anderen zurückzustellen. Genauso wie Jesus. Bereit sein, auf Sachen zu verzichten, die unserem Ego und unseren Luxusbedürfnissen gerade super gut tun würden, sodass anderen geholfen wird, dass andere tröstet werden. Und so weiter und so fort. Und bei Jesus und vielen anderen Christen anderswo auf dieser Welt geht es wirklich ans Lebige. Und das ist bei uns hier im Westen nicht, also in der Schweiz jetzt nicht so. Meistens nicht so einmal. Und darum sind gerade bei Jesus und andere Geschwister, die unter einem viel größeren Druck leben, ein mahnendes Vorbild an uns. Unser Leben tatsächlich für Jesus und sein Evangelium, für die Welt hinzugeben. Weil es geht eben um die radikale Hinwendung zur Welt, für die Welt und nicht um eine radikale Abkapselung von der Welt. Die Selbsthingabe hat schon den Petrus extrem gestört, oder? Gott behüte, Herr, das soll keineswegs geschehen. Ihr kennt die Reaktion von Jesus. Ja, er hat keinen schönen Namen bekommen. Genau, geh hinter mich, Satan. Mit der Begründung, du denkst eben menschlich und nicht göttlich. Du denkst irdisch, weltlich, nicht von Gott her. Es ist krass, Jesus sieht den Böse da drin ins Hindere nach Jerusalem gehen und das Leiden am Kreuz für die Welt. Das Böse steckt auch bei uns da drin, sich zu weigern. Uns zu hindern, diesen Weg zu gehen. Genau, diesen Weg zu gehen, à la Jesus. Und wisst ihr, wir Christen müssen ja das glauben. Wir müssen ja die Worte von Jesus glauben, sonst können wir uns einen Christen nennen. Wir müssen die Worte von Jesus glauben, dass wir uns auch für andere hingeben sollen. Und insofern würden wir Christen nie sagen, nein, das mache ich nicht. Im Gegenteil, wir sind sehr schnell dabei, Menschen zu verurteilen, die sagen, ja, man muss sich halt selber verwirklichen, man muss sich selber finden. Sagen, ja, so was für ein Schwachsinn, eben wie böse ist denn, also wie böse, wie irreführend ist denn das? Leute, die sagen, ja, man muss halt einfach das tun, wo man denkt, das tut einem gut. Wir sind sehr schnell, Leute
zu verurteilen und zu richten, die sich so äußern. Wir Christen würden das natürlich nicht so offen sagen. Vielleicht nicht einmal offen denken. Und genau da ist der Knackpunkt. Weil manchmal spielen wir es einfach vor. Gestehen Sie uns immer selber wirklich ein. Kürzlich habe ich selber das erlebt. Gemerkt, wie ich eigentlich etwas vorspiele. Und es war sehr unangenehm gewesen, dass ich der Welt und mir selber etwas vorspiele. Und so geht es um die Sorge von meinen Kindern, die heute jetzt auch da sind. Beim Kinderhüten habe ich gemerkt, ich bin sehr schnell ungeduldig geworden. Manchmal einfach ein bisschen ausgerastet. Nicht liebe Worte gesagt, die ich sehr schnell bereut habe, mal auf den Tisch geklopft. Und meine Kinder haben das gesehen. Und ich habe gemerkt, da stimmt irgendetwas nicht. Wenn sie nicht so gemacht haben, wie ich gerade wollte, dann habe ich wirklich keine Geduld gehabt. Das ist bei mir jetzt persönlich so gewesen. Und ich hatte, wenn ich ganz ehrlich in meine Seele hineinschaue, eingestehen, das war gesehen, weil im Hinterkopf immer noch geschlummert ist, was würde ich jetzt echt noch gerne Interessantes lesen, ganz Spannendes schauen, ganz gutes Essen, und ich alles nicht können wegen meiner Kinder. Also echt so dumm und egoistisch. Ja, es ist egoistisch und falsch. Aber es ist ja so gesehen. Ich habe meine persönlichen Bedürfnisse, und das sind eigentlich Luxusbedürfnisse, muss man sagen, die so essentiell geworden sind für meinen erfolgreichen Alltag. Ein Tag ist erfolgreich, wenn ich das lesen konnte, das abhaken konnte, das machen konnte, dann ist der Tag gut gewesen. Und es sind so essentiell geworden für mich, dass ich die Bedürfnisse vor meine Kinder gestellt habe. Und das einzugestehen, also mein christliches Vorspielen einzugestehen, ist der erste Schritt gewesen, und es war überhaupt nicht toll gewesen. Und jetzt ist es dran gewesen, dass ich à la Jesus Prioritäten wieder zurechtordne. Und es ist für mich immer noch dran, ganz ehrlich zu sagen. Und niemand hat das so stark ausgedrückt, die Prioritäten richtig zu ordnen wie der Paulus im Philipperbrief. Und das ist eine Stelle, die ich mit euch auch noch lesen möchte. Da wäre ich auch froh, wenn jemand mir hilft. Nichts aus Eigennutz oder eitler Unsucht, sondern in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf die eigenen Bedürfnisse, sondern ein jeder auch auf die der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und jetzt folgt der fantastische Hymnus, das uralte Gedicht über Jesus. Jesus, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen, ja. Bei mir sind es gerade Kinder, die für mich die anderen sind, für die ich Sachen muss aufgeben und das Kreuz wieder muss ernst nehmen als Lebensmuster. Bei dir sind es wahrscheinlich andere Menschen um dich herum, für die du berufen bist, deine Luxusbedürfnisse zurückzustufen oder Ressourcen wie Geld und Zeit einzusetzen, um ihnen zu dienen, um sie zu segnen. Es mag vielleicht jetzt ein bisschen moralistisch klingen, gerade jetzt, aber es ist eigentlich doch in erster Linie nur unsere Reaktion auf das. Unsere Reaktion auf Gottes Liebe am Kreuz. Und darum, weil er alles gegeben hat, will ich alles geben. Es geht zuerst darum, wieder Jesus am Kreuz in unseren Blick zu nehmen. Was für eine Zeit gibt es? Welche Zeit ist besser dafür als die Passionszeit, wo wir jetzt drinstehen? Wir müssen ihm dort begegnen.
am Kreuz. Dort von ihm Vergebung, von unser Versagen, von unser Vorspiel oder sogar unsere Ablehnung zu empfangen. Seine Liebe von Neuem erleben, davon überwältigt werden. Einfach mal spruchlos werden vor ihm. Anzubeten. Das ist so essentiell, es ist ja so einfach, aber auch so schwierig, dass wir alles loslässt und uns dem stellen. Gott als Mensch am Kreuz für uns. Und dann, erst dann, werden wir von seinem Heiligen Geist auch wirklich ausgerüstet, ausgesendet, um anderen in Not zu dienen, um Jesus für sie zu sein. Und so wird die Geschichte von Judah, dem Sohn von Jakob, dem Bruder von Josef, auch unsere Geschichte. Nicht nur der Josef, wie wir in den letzten Tagen gesehen haben, sondern auch der Judah ist ja ein Vorläufer vom Messias Jesus. Der Judah ist eigentlich der liebliche Vorfahr in der Ahnenreihe von Jesus. Und doch ist der Judah in dieser Geschichte für uns primär einfach mal ein Vorbild, wie wir Jesus und seinem Weg von der praktischen Liebe folgen können. Ich möchte einfach noch beten am Schluss für uns, dass Gott uns wirklich die Gnade gibt dazu. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns neu vor das Kreuz führen, wo wir alles ablegen können und deine Liebe wirklich empfangen, deine Vergebung empfangen und dich neu sehen, deinen Sohn neu sehen, deine Liebe in deinem Sohn am Kreuz. Hilf uns neu, dich anzubeten, als der, der sich hingegeben hat, sich erniedrigt hat von uns und dadurch Heil geschaffen hat und erhöht ist über alles. Und ich bitte dich, dass du uns die neu ausrüsten mit dieser Liebe, die nur von dir kommen kann, um genauso wie der Judah uns selber hinzugeben und alles Alte, alles Vorspielen hinter uns zu lassen. Ich bitte wirklich um dieses Erbarmen. Rüst uns aus durch deinen Geist, füll uns neu durch deinen Geist, mit deinem Geist. Vater, im Namen von Jesus bitte ich dich. Amen.